Shalom Aleichem. Dem 2. August 1878, das heißt mit in der 35 Jahren zurück, ist gestorben einer von den getreisten Kämpfern für Jiddisch, Yeshua Mordechai Lifshitz. Er ist geboren geworden im Jahr 1829 in Berdichev, sich gelernt in Cheder, dennoch studiert Mathematik, Physik und Chemie. Schon in den 50er Jahren vom 19. Jahrhundert hat Lifshitz ungeheben Spielen eine Rolle in den jüdischen aufgeklärten Kreisen von Berdichev. Europäisch gebildet, ein Kenner von Russisch, Deutsch und Französisch, ist er gewesen zwischen den einzigen Maskilen in seiner Zeit mit der Stellung zu der jüdischen Sprache, zu dem Problem von der jüdischen Aufklärung Bichlal. In 1867 hat er zugegrät zum Druck ein jüdisch-deutsch und deutsch-jüdisch Wörterbuch. Aber die Zeit ist schon nicht gewähnt passig dazu. Die Sprache von den Maskilen in Russland ist zu jener Zeit gewähnt Russisch. Nimmt er sich zu der Arbeit und in 1869 erscheint in Zhytomyr sein russisch-jüdischer Wörterbuch von 360 Seiten. Nicht gering ist ihm umgekommen ein auszulösendes Wörterbuch, weil zu viel Störungen hat er gemisst geäußert sein mit Zeit die Gegners von Mameluschen. In 1874 ist in Zhytomyr erschienen die zweite, verbesserte Auflage von seinem russisch-jüdischen Wörterbuch. Die dritte, schon nach seinem Tod in Kiew in 1881 und die vierte wieder in Zhytomyr mit 5 Jahren später. Etliche Jahre vor dem Tod ist Lifshitz paralysiert geworden, aber von deswegen nicht herausgelöst die Pen von der Hand in Mamscher gewesen seine schreiberische Tätigkeit. Yeshua Mordechai Lifshitz ist gestorben in seiner Heimstadt und ist makaber geworden zwischen die ungesehenen Maskilen von Berdichev.